Madame Minister, Kolleginnen und Kollegen aus dem Schaffengemeinderat, liebe Members aus der Kommission, Damen und Herren, ich bin ganz froh, heute Mittag dürfen Madame Minister als zuständig für das zu begrüßen. Das ist ein großes Jahr, ein Plaisir, mit meinen Kollegen hier für eben die Unterschrift, die feierliche Unterschrift auf die Konvention. Von mir schönen guten Mittag, alle guten. Geht gesagt, dass mein Ressort an die Haut einen höfischen Ressortchef von der Chancengleichheit von den Führern hier stehen. Wir haben in einem dicken Jahr haben die Europäische Charta für die Egalität der Chance von den, also zwischen Frauen und Männern am lokalen Niveau unterschrieben. Das war ein Moment, wo wir auch den Plan kommunal der Integration eben unterschrieben haben, dass wir als Gemeinde eben so gingen ausschaffen. Wir als Gemeinde Stenge vertun auch relativ sehr dünn, aber auch gemerkt, dass es nicht nur durchgeht, Konventionen auf der einen Seite zu unterschreiben, sondern dass man auf der anderen Seite auch muss gucken, als Administration Plätze machen für die großen Defi, den du in der Zukunft ob sie durchkennt. Na weil wir selber, da sind 5.300, 5.400 Einwohner, getraute Schritte zu wohnen, Vollzeitposten zu schaffen, wäre doch nicht am einfachsten, Leute bei uns zu erklären. Wir sind noch bereit, den Prozess heute den Mitten zu deklarieren, für uns auf die Weg zu machen, zusammen mit den Leuten bei uns, zusammen mit dem Ministerium. Und dafür denke ich, ein ganz, ganz großes Merci von mir. Ein großes Merci aber für den Leben okay. Auch ist die Frau heute dürfen heute sehen, dass wir eben so feierlich da die Unterschrift können feiern. Das ist nicht nur den Ressortchefen, den heute Juristen doch als Minister. Wir sind noch da im ganz engen Kontakt eben zusammen am Civic-Call eben zu gucken, wie wir können in Zukunft die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern eben im lokalen Plan nach weiter treiben. Dann hoffen ich, dass das natürlich alles ganz gut klappt und dass der dann auch so ein Vorzeigemodell nach könnt gehen und dass alle guten Indianer 101 Gemengen dann hier am Land notzählen und dann auch so wie Stangefortwelle machen. Ihr schneidet hier ein großes Merci, dass ich würde so auf die Aventur alles. Das klingt vielleicht ein bisschen wie spannend, aber trotzdem. Dass matt und sie sicher, dass wir eine gute Zusammenarbeit werden haben. Dann hoffen wir, dass wir alle guten Jahre Gemengen in der Zukunft auch immer mobilisiert kriegen und dass sie dann nicht mehr streiten gehen, wenn ihr wollt, einen Post dabei kriegen oder ein Service kreieren. Mir irgendwann ein Kehr denken, dass so eine Selbstverständlichkeit ist, dass eben die Egalität, die man aus den Texten kennen, wie man so eine Gesetze haben, dass sie eben noch an der Realität gelebt wird und eben noch am Alltag von der Gemeinde. Dafür größte Merci dann, wenn die Gemeinde Stangefort und den Närsche, die da wie soll ich so Multiplikateuren am Terra sehen und die da gute Ideen werden, zusammen ausschaffen, für dann den Plan mit viel Liebe können zu füllen. Voilà, merci. Minister. Voilà, noch den größten Erfolg, den wir schmengen haben, aber nur Patsche verdient. Ganz viele Leute haben sich mit ihren Kanner und Kannerfußball amüsiert, denen wie alle Jahre vom Fischerclub Eichstätt Stangefort organisiert wird. The men die lift dem Cat die man da fix nicht nur verknascht nur könnten nicht nur The men die lift dem Cat die man da fix nicht nur könnten nicht nur es sitzt und
dann schöne gute Mitten. Der Fischer Club Eichstätt Stengefurt invitiert auf seinen traditionellen Kannerfußball. Das von der 21. Edition, die wir das Jahr machen. Schwingende Succès geht unserem Recht. Der Saal ist gerammelt voll. Die kleinen Butzen amüsieren sich gut. Die ganze Equipe schafft hier. Und ihr flotten DJ, eine flotte Animatrice, die mit den Kanner sich hier gehen. Merci, dass ihr alle gut gekommen seid. Und wir gehen das Rendezvous dann nächstes Jahr. Am Jugendhaus zu Hohen hu sech die Junggleit fir e Bürgerofen getroffen. Eigentlich war eng Fußparty geplant, weil awer Kelocht hat sich zu verkleden, gouf kurzfristig umgeplant. Das verdunstet die Let's go.
wie der gesieht ass ha immer eng Glas am Jugendhaus dats eng Flotstruktur. Mir begréessen all Jugendlichen, den ha will rakommen, jidrin ass wëllkom am Alter vun 12 bis 26 Joer. Hauptsächlich ass d'Infrastruktur vun der Gemeng auf dem Rode Kreiz stalt, méi die Jong desideieren partizipativ wat hinnen hai ugebote gëtt. Dat techte Kadersäze mir, méi sie entschäden aktiv mat, wat vun Aktivitäten oder an diesem Fall wat sie wëlle kachen. Sie hunn dann de Schwar och vun Aktivitäten oder Projekte fir 40 schloen, dann guck mal, wie man dat finanziell können drohen, a mat engem Mindest Undeel Fusuen können sie dann eng gros Aktivität och drundeel wollen. Die Jugendlichen sind noch willkommen von Dienstes bis Samstes, an der Woche meistens bis 7 oder 8 op, an Freitag sowieso bis 10. Freitag sowieso mir lang, weil da geht zu Summe gekocht und zu Summe der Weekend angelaut. Am Samstag steht meistens eine sportliche Aktivität im Plan, so wie man gerne auf Eiche bei Kollegen an Teil Fußballspiele gehen. Den interessiert das, kommt gerne bis Lunch, die stehen ab, die Öffnungszeiten sind noch draußen angeschlagen. D'Umweltminister schwet am zweiten Deel vun ausem Reportage weiter frohe vun de Stangeforter Schüler beantwort. Was können wir Kanner machen? Oh, was könnt ihr Kanner machen gegen den Klimawandel? Ja, das fängt an, wenn man nur normalen Tag hat. Fängt das an, dass könnt evaluieren, Neues, wenn der absteht. Wenn der absteht, könnt ihr evaluieren. Ich evaluiere, was die schon am Normalfall. Ne? Ihr könnt, wenn der Ackhäfe geht mit ihrer Mom oder ihrem Pap, könnt ihr evaluieren, wie ein Kleider das da wollt, ob der fair an Bio sind und so Geschichten. Textilien sind nämlich oft nicht diskutiert, sind aber schon noch wichtig, dass man sie recyclieren, dass man sie abwerten, dass man sie mehr lang nutzen, hat gehen die oft ganz schnell wäschgeheut. Also nicht so schnell Sachen wäschgeheut, wann da vielleicht echt so Second-Hand-mäßig weitergehen und so Geschichten. Also Kleider, wird die schon. Dann geht ihn um den Kaffeestisch und da kann ihn um Kaffeestisch, wenn den Ackhäfen geht, mich geht wer wischt, wie man den älteren Ackhäfen. Da kann ich gucken, was ist eine Schlob der Schmier. Eine nicht so gute Variante wäre eventuell ein Produkt von Schokoladebutter mit Palmöl, weil Palmöl wirklich nicht gut ist für die Umwelt und auch Lebensräume Futti gemacht gehen. Da können wir evaluieren, echt etwas vielleicht Lokales zu essen, Bio, zu evaluieren. Vielleicht macht er ja auch selber Gebäß von den Früchten, die er macht. Das heißt, ihr könnt bei dem, was er isst, evaluieren, wer das nicht, könnt ihr evaluieren für Druck auf Fleischkonsum, wie viel Fleisch ist nicht all Tag, auf wo könnt ihr hier, gehen du Tierschutzregeln mit angehalten oder nicht, auf wie geht das produziert, wann ihr Fleisch isst. Aber was ihr nicht, als eng von der Frau, wo dir auch selber die Schwachhut mal zu dezidieren. Und dann können wir dezidieren, wie kommen wir da an die Schule. Meine Stadt zu Fuß, habe ich einen Bus, den ich da hinbringen kann. Eine Mann, gute Variante, dass wir jeder Einzelnen mit dem Auto gefahren wird. Das wäre auf jeden Fall klimatechnisch eine Mann, gute Variante. Ich tue selber auch eine große Schwach. Wie sich organisieren, da kommt ihr bei der Freizeit, da könnt ihr evaluieren, wie bewege ich mich an der Freizeit, wenn Möglichkeiten Hundisch für zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Velo, bei meiner sportlichen Aktivität,
zu kommen a ganz viel entscheder wann der wirklich nachhaltig erkäft wat kann ich man kann ihn evaluieren mat der Familie wenn se Vakanze plant muss ihn auch net immer all Vakanz ganz weit fort fleien es so net dass net dirf mir wann da muss man Systeme kreen dat da muss also mir als Politik muss man evaluieren wat sind dann wann man will Fliegerin Hund Fliegere von der Zukunft wann man will ein Auto und Hund Auto von der Zukunft über dir könnt machen als evaluieren wie gestalten ich mein Alldach wie verbrauchen ich selber nicht so viel Plastik an der Schule sieht an die der Asian Flasch oder Tas am Platz dass da ein Plastikflasch Wasser mitbringt die hat den enorme Vierdeel dass die ganz am Umfang von ihrem Meer sieht schon eine gewissen Erfahrung wie nach viel Männer so gewünschte wie einer Menge Malter hört und da das ganz großen Vierdeel weil ich mengen dass dir viel mehr Bewusstsein auch schon gut weil die Sachen die ich erzählt und die kommen nicht wahrscheinlich ganz normal für dass er so verschiedene Frohe stellt. War das eher Meinung zum Klimawandel? Der Klimawandel wie ein oft beschwichtigend genannt wird als eigentlich eine richtig Klimakrise. Und das fand das die Jung recht wann so dass ein Urgenzklimatiker müsste schnell am Mai handeln. Aber für mich ist es wirklich Klimakrise zur Summe mit der Krise im Bereich Biodiversität also Verlust von deren Erden Lebensraum zu Summe mit der Pollutionskrise, weil ich nenne da doch eine Krise. Da haben wir die 3 Großfaktoren, weil wirklich die größte Gefahren sind für Sicherheit und Frieden und Gleichheit auf der Welt. Das heißt, für sich gut können zu entwickeln, und für dass die beste Chancen haben für ihre Lebensqualität. Wieso wollt ihr Umweltministerin gehen? Aber ich muss so an sich will ich nicht Minister gehen. Ehrlich gesagt wäre doch gar nicht das, was ich geplant habe. Ich habe es ganz ehrlich gelernt. Ich habe Geschichte an Deutsch studiert, für eigentlich keine Schule zu halten. Und NRW habe ich dann einerseits Schule gehalten, auf der anderen Seite Praktika gemacht und so Arbeiten gemacht während dem Studium. Und da hatte ich eine immense Chance, dass ich ein Buch schreiben. Nun habe ich am ländlichen Raum für die Entwicklung vom ländlichen Raum geschafft. Und an der Phase von meinem Leben habe ich gesehen, da sind noch ganz viele Sachen nicht so, wie ich mir das vorstellen. Zum Beispiel, ich bin nach meinem Studium im Ausland zurückgekommen auf Lützeburg und ich fand, dass wir noch ganz viel Retar hatten bei erneuerbaren Energien oder zum Beispiel, dass man noch ähnlich das schaffen bei Recycling und Mülltrennung. Und dann habe ich gedacht, entweder ihr den sich dann darüber, dass etwas nicht so ist, wie man sich das vorstellt, und auch zum Beispiel bei Produktion an regionale Produkten, an Bioprodukten. Und entweder dann ihr den sich oder sie den, no gebe ich gerne mal politisch aktiv sein. Und das tue ich auch andere Leute haben gemacht. Dafür sind ich dann ich mal einfach politisch und ich mich ein bisschen engagiert. Ich war auch an einer Umwelt-ONG aktiv. Heute zuletzt schon mal der Jopuren. Ich war für ich mal ein bisschen an einer Umweltbewegung. Und dann habe ich gedacht, wenn du willst mehr erreichen, dann musst du dich engagieren. Du kannst nicht mehr meckern, dann musst du dich engagieren. Ich hatte dann sich nicht geplant, Minister zu gehen, aber das war dann die Konstellation, die du kommst. Du sind nicht gefragt, ob ich das mache. Vielleicht hatte ich mich am Wahlkampf an meiner Freizeit bis dahin an meiner Gemeinde angesagt und das war eben der Bereich von den Umweltpolitiken, vom Naturschutz und nachhaltig produzieren und eben auch Klima. Das waren so die Bereiche, an denen ich auch auf der Gemeinde mich mehr engagiert habe. Waren so seine Stunden mit auch einfach Glück, das muss ich einfach auch so, aber auch durch persönlichen Engagement an die Funktion kommen. Und ich muss sagen, ich hatte großen Respekt für diese Aufgabe, weil ich war nicht geübt, ich war kein professioneller Politiker für Drohnen, wir haben der ja an der Chambre. Ich hatte und schon mich ganz viel rausschaffen. Aber schon noch bis heute kein Tag bereit, weil ich das Gefühl habe, dass ich nerven kann. An der Politik geht das ich bin ein ungeduldiger Mensch, dafür mir geht es zu los. Aber
Ich komme aber löse Schritt weiter an so die ich wie Haut machen natürlich besonders Spaß, weil das heute für mich immens flotters und ich gesehen, dass Jung Leute sich so viel Thema Klimaschutz interessieren noch so Sachen produzieren und sich mal dem Thema so als nee mischt mir ganz viel Hoffnung. Vielen muss merci für Antworten auf als Fragen. Trotz Sturmwarnung konnten Stangefochter Geden aus Gauten hier Bursch bei der aller Schmalzneier brennen. Bei nicht idealem Wetter hatten sich viele Leute davon, für die Burschbrennen zu Summe mit den Scouten zu feiern. Sie freut, dass sie so viel auf den Fackelzug kommen sieht. Scouten und das hier um ein Scheiburg abgeriecht. Ich hoffe, sie brennt, sie soll nass gehen. Du musst bedenken, Heilo, ein Dosen Jugendliche haben es abgeriecht an den schönsten Meteoskonditionen, die ich vorstellen kann. Was sie nicht direkt tun, sind nicht zu viel Rosen. Da muss ich nur nach gemerkt, wir müssen das Ganze jetzt wieder aufblasen. Wir müssen noch nicht alles mehr leben. Zum Fackelzug, wir gehen heute fort, wir gehen durch den Park, bis wir dann bei der Burg rauskommen.
Ich habe Weltkommission auf dem Stängerforter Burschbrennen von den Giden nach Scouten, Saint-Hubert, Saint-Bernadette. Das Jahr also leider ein bisschen mehr durchfußen Wetter gewirrscht. Wir hatten noch gestern nach zusammen beschwert, ob wir es machen, auf wem wir es machen, weil der Sturm angesagt war. Und da haben wir einfach gesagt, wir machen es, aber wenn es im letzten Moment dicke Sturm gibt, dann müssen wir es aufsuchen. Man sieht auch an Rhône-Eis, dass es nicht so gebrannt wird wie das letzte Jahr. Wenn es denen 10 cm Schnee, die auf unsere Paletten an unseren Dännen laufen, an der Mitte nach eigentlich 1,5 Stunden vor dem Aufhang, wurde es wie mit Ämre geschott. Und es war auch teilweise Eisschnee mit dran. Aber als Scout dann holen wir das auf die Litschöller. Und wir haben es aber nicht aufgesucht. Wir sind noch froh, dass die Leute gekommen sind. Wir sind hinten noch alle guten Merci. Und wir wünschen uns, dass wir nächstes Jahr gerade so gut Platz finden wie dieses Jahr. Weil den Umbauarbeiten an der Gemeinde und dafür sind wir nächstes Jahr nicht mehr bei der Raler Schmelz, bei den Käseminen. Dafür hoffen wir, dass auch dahin eine Besichtigung kommt, wo wir dann auch kennen. Es sind nicht alle Guten Merci an einen schönen Abend, an einen schönen Burschbrennen, auch wenn es nicht so schön brennt.